Also wir Piraten stehen ganz klar zur NATO, zur Allianz. Es sind verkannt uns abgewusst, dass bei mir an der Gemeng den nächsten amerikanischen Soldat gefallen ist. Wir gingen alle guten Haut nicht frei schwätzen, von dem uns die Alliiert für NATO rausgegangen ist, sich für Eis angesagt hätte. Ja, NATO-Member sind, heißt aber auch, dass sie unabhängig muss gehen von einer US-Administration, von einem Präsident, der nicht mehr verlässlich ist. Und dafür ist es eigentlich positiv, dass die anderen NATO-Partner selber an die Hand holen, wie hier Verteidigung in Zukunft wird ausgesehen. Weil bislang waren wir zu abhängig von den USA. Die Schritte, die angelegt werden gehen, sind richtig, weil Partner sich können verteidigen, auch wenn die Partner nicht mehr verlässlich werden. Es kommt auch für allem darauf an, wer den mit den einzelnen Budget möchte, ob da 2, 3,5 oder 5% sind. Es muss nur etwas Sinnvolles damit gemäht gehen, und es muss auch transparent sein. Es muss nur auch ausgeschrieben gehen, was das Budget zu Lützeburg bewirken soll. Es kann nicht sein, dass in Rüstungsindustrien hier Profite werden weiter maximieren, während die Steuerzahler das wird bezahlen. Dafür ist Transparenz an Ausschreibung immens wichtig. Schon übrigens dazu schon ein Question parlamentär laufen, weil Drohnen auch gekauft sind ohne Ausschreibung für die Armee. Es ist wichtig, vorbereitet zu sein als Land. Ja, wir unterstützen auch die Pläne für die Luftabwehr, für die Raketenabwehr. Wir als Lützeburg müssen auch resilient sein, aber wir müssen auch vorbereitet sein, weil es muss ehrlich sein, wenn die Ukraine nicht gewinnt, wird der Russ auch nicht abgehen. Und dann wird der Russ sich neu für seine Invasion sichern, egal wie naiv, dass er vielleicht meint, dass er gegen abhalten. Das wird nicht der Fall sein. Dafür soll doch aller Interesse sein, genug Budget, genug Material zur Verfügung zu stellen, dass die Ukraine sich wehren kann, dass er in die Invasion kann zurücktreiben. Weil wenn Russland, Putin noch nicht mehr ein bisschen meint, dann hat nur pur Terrain gewonnen, wird den nicht abhalten. Und NATO funktioniert just, wenn wir eine Aufschreckung haben. Und die Aufschreckung ist am Moment nicht gehen. Das muss ich ganz ehrlich sehen mit sich selber. Das ist nicht zu Lützeburg, wir können als deutsche Kollegen holen, wir können belgische Kollegen, Französisch, wir können noch mehr weit gucken gehen. Die hat den gesagt, Spanien wäre so verteidigungsfähig. Boah, also wenn nicht nur richtig gucken, dass bei den europäischen Ländern nicht wirklich verteidigungsfähig. Und das ist von unseren größten Punkten. Wir waren als Gesellschaft ziemlich bequem über 20, 30 Jahre, noch ziemlich naiv, wir haben unsere Armeen ziemlich kommen gelassen, während vielleicht auch Russland mehr investiert gehen als an die, zumindest da im Moment ein Vorteil haben. Und da ist es, was man muss ändern. NATO funktioniert just mit Aufschreckung. Es geht, muss darum gehen, dass man kein Kurrel muss aufschießen, aber dass die Aufschreckung schon genug ist, für das man nicht angegriffen gehen. Darum geht es halt. Das ist auch kein Blankoscheck für das Regierung, schon viermal gesagt. Das muss ganz transparent sein, es muss ein gutes Projekt sein, weil auch an der Vergangenheit habe ich ein Projekt kommentiert. Ich erinnere mich an einen roten Satellit, der einmal doppelt so teuer ging, wo man noch nachstimmen musste. Aber das war fehl. Das sind einfach Demos-Projekte, wo ein Haut, denke ich, sogar Demos-Regierung haut so nicht mehr gegen uppacken. Dafür ist es gut, dass er sich auch wenn er guckt, wo die Gelder investiert sollen gehen, dass er hingeht und sagt, wir schaffen mit einer SES zusammen, wir schaffen mit Firmen zusammen, die den Know-how haben. Weil wir im Moment nach Satellit laufen, den übrigens auch der Ukraine soll Kommunikation zur Verfügung stellen, den nachher man nicht an der Ludas. Wir haben für rund 3 Jahre gestimmt, dem muss an einer Urgence für die Ukraine zu helfen, fliegt nachher man nicht. Und das sind die Sachen, wo man daraus lernen muss. Wir haben nur Bilanz so 3,5% und dann, oder 5%, das wäre falsch. Wir müssen ganz klar gucken, wo setzen wir es an. Und dann, wir müssen endlich abhalten, als Armee krank zu spüren. Wir hatten Emotionen, Soldaten verdienen in den nächsten Jahren mal nicht den Mindestlohn. Da guckt man von der dämonischen Regierung, erklärt vom Herr Bausch, ja, sie kriegen ja gratis Ziersten um Birsch. Wie meint ihr, dass wir so eine Armee können abbauen? Wir müssen als Soldaten mehr unterstützen. Wir kommen schon auf den anderen Problem zurück, dass die Soldaten Gewerkschaft gegen die hat, weil er das Bewertungssystem angefordert hat. All die Punkte,
muss da hingehen, dann dem muss mal die Armee mehr attraktiv machen. Ich meine, am Wertungssystem wird nicht machen. Wir mindestens fanden wir vielleicht einen Kompromiss, dass da hingeht, dann dass Soldaten mal anständig bezahlt werden, wenn sie für eine Armee aktiv sind. Weil das sind die Punkte, für das wir überhaupt mal im Leid an die Armee kommen. Weil was bringt da ist das Schönste an der beste Material, nur wenn man keinen Hund bedingt. Also wir Piraten stehen ganz klar zur NATO, weil NATO muss eine Aufschreckung sein, für das wir weiter hier können auf Freiheit leben. Wir werden ganz genau darauf aufpassen, für was das ministerisch die Suche ausgeht. Merci.